gaan van die proeven dat Galata brief een Schluss geven en zijn woord wie dort wat we geleerd hebben in dit boek. Taub bingen, vielleicht nicht in der Weg, wo das alles fertig ist, aber wo können wir das praktische uitüben? Wo können wir das uitleben, dort, was wir geleerd haben? Der Galata brief merkt das sehr klar. Dass unsere Rettung ist nicht durch, was wir tun, das ist durch, was Gott all getan hat für uns. Jesus Christus hat uns gerettet. Durch sein Opfer, er hat uns nicht Leben durch sein wahre Abstunden gegeben. Und wir sollen dort dann uitleben im Glauben. Nicht durch Worten, aber im Glauben. Und dann, wenn wir uns hingeben, dann, Gott schafft in uns, er lebt sein Leben uit durch uns. Und er tut dort durch den Heiligen Geist. In Kapitel 5, dann sagen wir, wo dort Frucht von den Geist als klar zu sein in der Sonne, was hingegeben sind. Die Worte von dem Fleisch sind auch klar zu sein. Und sondern wird sich nicht hingegeben zu Gott. Von der werden wir sein, dass wir sollen entscheiden, was wir ansehen tun. Was wir sehen, ist auch was wir wollen ernten. Wir wollen einmal beten. Jesus Christus, wir sind dankbar für das Leid, was wir gesungen haben, das Leider. Und wir wollen die anbeten, weil wir weiten, dass du ein großer Gott bist. Dezelfde Kraft, wat du bewiesen hast, wenn du von Tod abwarten hast, ist dezelfde Kraft, wat wir nu in uns haben, in den Heiligen Geist. Und wir freuen Gott, dass du uns das offenbaren, dass wir die Kraft haben, Schäden für dich zu leben. Wir beten alle das in Jesu Namen. Amen. So, wir sind von der in Kapitel 6, wir wollen 6 Partien durchgehen. In der letzten paar Versen, wir haben nicht ganz Zeit haben für die Versen, aber dort ist auch ein bisschen zu sein, dort ist ein Eva-Bild von dort, was er geschrieben hat. Es wird von dir sein, dort wer was sehen wird, wird auch ernten. Wir fangen in der 6. Vers an, ich wollte das lesen für uns und dann wollen wir Eva gehen in 7 und 8. Das sagt es dort. Wer mit dem Wort ungerechten Wort soll dem allerhand Gaude kommen lassen. Und die ungerechten dat. So dat is bis Paulus leert hier de Tjork, dat zij zeggen, die wat leren doen in de Tjork ondersteunen. En ik wil niet de tijd nemen om je zijn bij dat zullen doen, ik wil liever zijn dankzijn voor wat Jezus in de Tjork je leiders ondersteunen doen. Je beten voor ons, je doen ons moed geven, je doen ons ermutigen, je doen voor ons beten. En dat is zij volwiert. En vele van jullie hebben ons bewezen, maar ons helpen, dat je met helpen doen in het kerk. En ik wil best dankzij zijn voor dat. En dan 7 en 8, redt hij weer en hij vangt aan en hij zegt, ernt junt nicht. En onderweg te zijn is, dat je zelfs niet onschmeren, dat je zelfs niet verleiden. Wat redt hij hiervan? Hij wordt reden van wat een mens zegt, wat hij ook ernten. So hij zegt, dat je niet onschmeren, dat je niet verleiden. Wir sind fertig, schuldig, von uns selbst proben zu verleiden. Wir proben uns selbst zu belehren, sodass wir ordentlich denken, das was das wirklich ist. Und wenn wir an das Thema denken, was ein Mensch sagt, was er auch ernten, es sind viele Wege, wo wir proben uns selbst anzuschmieren, wir proben uns selbst zu verleiden. Ein paar Dinge, was wir proben zu uns selbst zu sein, wir tun uns selbst belehren als das. Meine Situation ist ordentlich, da wird ordentlich uitfallen. Und wir proben zu sein zu uns selbst, du wirst eine Person, die ich kenne, und die das und das und das, und das passiert nichts. Oder, mit einem passiert das ordentlich, ist gewöhnlich, da wird dann vielleicht auch für mich so uitfallen. Vielleicht lebe ich so klug, ich kann alle Sachen tun, da wird ordentlich sein für mich, wenn ich wo eine Weg darüber kann finden. Oder vielleicht hat eine sehr leere Aussicht von sich selbst und sie denken zu sich selbst, maar mir ist das nicht, maar mir ist das so wenig, dort was ich tue, dort baut das nicht. Der ist kein Uitfall von was ich tue.
Und dann denken sie vielleicht, wenn ich was da, das hält nicht an. Mir wird es vielleicht Schulden andauern, aber andere wollen da wenig von anwohnen. Und alle diese Dinge probieren wir uns selbst vielleicht anzuschmieren und verleiden. Er sagt, irgendwie nicht. Warum? Er sagt, Gott lässt sich nicht spotten. Gott hat hier gesagt, und wird hier sein, da wird ein Mensch sät, wird er ernten. Ich glaube, normal haben wir vielleicht ein kleines Bild von Gott. Wir denken vielleicht von Gott, das ist in der Kirche, was wir ein Restaurant schaffen dort. Ja, vielleicht mal beobachtet. Wenn die sind dort, haben die, was du sagst, dein. Und wir haben ein kleines Bild von Gott, und Gott ist vielleicht ein bisschen so eine Waitress, was nun da kommt dort und fragt, was wäre ich für uns? Und dann, wenn du ein Kind sich Woat ausdampfen dort, und dort alle Not erst, die Waitress kommt daheim und probt sich schön abzuriemen, so dass die, was du sagst, da nicht verdrießlich werden. Aber Gott erst nicht, sondern was uns deinen dort will, er will uns nicht proben zu beleidigen. Er ist Gott, und er wird sich nicht lassen spotten. Gott hat gesagt, was wir sehen dann, wo wir ernten. So er sagt hier, was ein Mensch sät, was er ernten. Was meint er mit das? Dort, was wir tun, hat einen Uitfall. Und der Uitfall ist verbunden mit was wir entscheidend haben tun. Viele Christen, die finden sich in gute Tiden und schlechte Tiden und die wundern, wo komme ich bei hier? Und was Gott hier sein wird und was Paulus hier sehr klar ausleihen wird, ist das. Was die entscheidend haben tun nu, wird morgen einen Uitfall bringen. Und wenn nicht morgen, Lothar wird ein Uitfall sein von dort, was wir tun. Das ist allmählich, das nicht Wort bringen wird. Und wenn wir Wort ansehen wird, das bringt immer eine Ernte. So Gott sagt hier sehr klar, wir sollen abpassen, was wir ansehen tun. Ich glaube, was wir ansehen tun, ist dann wichtig, dass wir verstehen, was wir ansehen tun. Wenn jene junge Mama sein, ihr warst, oder vielleicht eine Großmama, ihr seien wie kleine Kinder, besonders in der Vorjahrtid gehen rüt, und sie plecken sich die schmacke jille Blumen. Nicht so? Ihr weißt von was ich rede, die Dandelion-Blumen. Weißt ihr, die Blumen ist ein Krüt, das ist eine Krütstüd. Das ist nicht eine Stüd, was gut ist. Wenn der Eva nimmt, und wenn ihr in Gordon habt, ihr merkt, dass die proben, einen großen Grein zu holen, ihr weißt, wo der Dandelion der Mann spielen wird. Und weißt ihr, diese Plant, was so viel Schaden hat, brauchen die von Europa hier haben, wenn sie hier anfangen, zum Leben. Wegen dort wieder eine Ernte, was sie brauchen, zum Weinmärkten, zum Gartenmärkten, verslot und so wieder. Und sie brauchen dort hier haben, und sie würden dort ansehen, dass sie würden dort ernten können. Aber hier in Kanada, hier in den States, wo immer, ist dort eine ganz andere Plant zu starten. Und das ist hier in der Krüt ist geworden. So dort, wo sie proben von Gott anzusehen, ist nicht zum Schlachten geworden. So das ist wichtig, dass wir verstehen, alles, was wir tun, dort wird eine Uitfall bringen. Sprüche Kapitel 14, der uns warnen, Salomo sagt es dort. Sprüche Kapitel 14, der 12. Vers sagt, viele gefällt sind weh, wach sei. Oben eng führt am die zum Tod. Das sind Dinge, was wir glauben, da wird, wenn wir das wollen tun, dann wird es recht uitfallen. Wenn ich das und du kriegst es das tun, dann wird Gott gut für mich. Aber wir müssen sagen, abpassen, dass wir vorsichtig sind, dass wir müssen ansehen tun, dass so, was Gott sagt, Gott ist. Wie in unserer Weisheit, so es hier sein wird, das gefällt uns sehr. Aber wenn es nicht stimmen wird, mit was Gott sagt, Gott ist, dann wird nicht eine gute Ernte bringen.
So, ich will von dir dann nur so eine reden, was Jesus noch nicht angenommen hat. Vielleicht habe ich all entstaut diese Botschaft in ihr Hart. Oder vielleicht online. Und die denken, da hört sich alle Fan. Da hört sich alle gut, aber ich weiß nicht, ob ich bereit bin für dort. Was wir hier auf diese Erde tun, was wir mit Jesus tun, das bringt eine ewige Ernte. Und wenn wir in das Karte leben, was wir hier haben, nicht ansehen tun für das ewige Leben, Jesus Christus annehmen, das Heiland und das Herrn, wir wollen nicht eine ewige Ernte annehmen, was ewig Leben ist. Bloß so was haben Jesus angenommen, dort wird so angesät, wollen dort wird Leben ernten. Nicht, wegen wir irgendwas Besonderes haben getan, aber Jesus ist der Einzige. Er ist das einzige so, was uns dort wird Leben schenken kann. Und so, wenn ihr dort noch nicht haben getan, von der ersten Tag, dann dort ansehen. Von der ersten Tag, zum Jesus annehmen, dort jeder kann weiten, wo ihr stehen mit Gott. Dort jeder ewig Leben haben. Meiste Menschen sind viel zu glücklich. Sie denken zu sich selbst, ich bin eine gute Person. Und sie denken so, wollen wir sein, wird in den Tag wird uitvallen. Ich will uns von der Mut machen. Und auch warnen, wann wir so denken dann. Bloß so, was angesät ist, wird abkommen. Und wenn wir hier nicht Jesus angenommen haben, in das Leben, dann wird dann an den Tag keine ewige Leben ernt sein für uns. Die Bibel merkt das ganz klar, und Paulus in der Galata-Brief merkt das ganz klar, wo wir selig werden. Dort ist bloß der Glauben an dort, was Jesus getan hat für uns. Jesus Christus starb auf dem Kreuz, um unsere Sünden vergeben. Wer dort annehmen wird im Glauben, wird vergeben von allen ihre Sünden. Und an 3 Tage Galata stund Jesus Christus ab vom Tod. Dort hat alle, die können nicht leben geben, die wir am annehmen tun. In der Bibel lehrt, wenn wir dort annehmen im Glauben, wo wir selig und wir stehen reich mit Gott. So Paulus redet dann wieder. Er hat uns gesagt, wir sollen vorsichtig sein, dass wir weiten tun, wann wir was wollen ernten, dann müssen wir dort ansehen. Und dann sagt er wieder in der 8. Vers, wer du sät, sein Fleisch zu gefallen, wird von dort Fleisch verdorben ernten. So er fängt an, in Charakter ist das erst verbunden, diese Versen sind verbunden mit Kapitel 5, 22 bis 26, wo er reden wird von den Werken von dem Fleisch und der Frucht von den Geist. Und er sagt hier, wenn wir uns Leben so anstellen tun, dort wir hingegeben sind, zu das Fleisch, dort ist so, wenn wir in so ansehen tun, zu das Fleisch. Das ist die Wahrheit von wann wir wollen uns Fleisch ansehen. Römer Kapitel 6, der 23. Vers sagt, dass der Lohn von der Sünde ist Tod. Wir können nicht das alte Leben ansehen und glauben, dass wird dann Leben kommen von dort Tod. Salomo sagt in Sprecher, wenn wir mit 4 wollen spielen, wir wollen unsere Schuld verbrennen. Wie wir mit Sinn brauchen zu spielen, dann in Arnten ansehen, was wir Lothar wollen sein, was es ist. Das sind was Dinge, was Menschen dann glauben. Ich will das ansehen, aber ich will nicht ein großes geben. Viele Menschen denken so, ich will vielleicht ein klein bisschen mit Drugs, ich will vielleicht ein klein bisschen mit Alkohol zu tun haben. Wo muss sein, ich will das unter Kontrolle haben. Wo man dort sehen sie in der Art an, und mit der Zeit kommt die Art, und sie sehen, was sie angesät haben. Und sie proben immoralisch zu leben, und das Pflicht zu haben. Und sie dürfen nicht ansehen, und vielleicht wir proben das danach zu tun,
so zu sein, wenn keiner dort sein wird. Keiner wird das anwollen. Dann Jorn Lothar kam der Arnten ab. Dann mochten sie die Arnten raufnehmen. Andere Handfläche mit geschafft, Scheibe, geschafft, darauf zu tun. Ein Business getan in seiner Weise, was nicht abrechtig ist. Und sie wollen so denken, ich würde das vielleicht bloß so einmal tun. Da wird keiner schaden. Und sie wollen eine Arnten draufbringen. Und da haben sie Trouble mit Lehen. Ich wollte das einmal, wo ich nicht bei der Wort bleiben. Das einmal, wo ich lehen. Und sie fingen sich, sie mochten sich frisch, eine frische Lehe abfingen, dann bald sind sie ins Glove zu der Lehe, was sie haben gemerkt. Sie dann sich eine Arnten ansehen. Andere glauben, dass sie wollen können, weichkommen, mit viel sein. Sie wollen nichts tun. Und für die Zeit sieht das vielleicht alle gut. Aber wenn du dann eine Zeit hast, wo die Arnten so raufgenommen, dann hast du keine Arnten. Ich glaube, ein Ding, was für Jünd werden Gordon gehört, die weiten, wenn die einen Karn haben, in August oder Juli, oder vielleicht über August sein, muss die in Vorjahr ansehen. Wenn ihr in August in September einen Karn placken, die kann nicht nur in den Garten gehen und sagen, ach, hier ist kein Karn. Ich will schön ansehen, und dann morgen wird der Karn sein. Dort wird wie von der down, have der Lohn nicht bloß von morgen, aber für mich der wieder. In Asia hast du eine Bambu-Plant. Und ich glaube in andere Länder auch. Bambu ist eine interessante Plant. Für die ersten paar Jahre, nun ansehen, kommt der Nusch ab. Weil das nicht, dass die Plant nicht wachsen wird. Die Plant, die wächst und die wartelt weit und breit. Die Plant, die merkt erst, die wartelt stark und deep. Und dann in ein Jahr wächst die Ferken bei 20 schon hoch. Und die wächst ewig und schau und Dach. Die wächst sehr busig. So wann naja, was diese Plant? Über die ganze Zeit. Und so ist es auch dort, was wir ansehen tun. Dort sieht vielleicht so, ich komme mit weich mit das, ich komme weich mit dieser sind. Wo der Campen-Dach, wo der Allerfähren-Dach wird kommen. Und wir müssen abpassen, dass wir uns nicht anschmieren tun. So, was ist der Lohn dann? Was ist der Ort von Sinn? Sinn bringt eine Ort, wo wir uns ladig fühlen tun. Habe ich mal abgewartet, wo ihr haben so zu ihnen selbst gedacht, das hat keine Meinung. Mein Leben hat keine Meinung. Ich habe für nichts gelebt und nu habe ich nichts in meinem Leben. Sinn bringt auch ein Tod für Gemeinschaft. Viele Gemeinschaften, viele Ehe, viele Freundschaften haben hineingefallen, 2 gegangen, taub gebrochen, willst du sind angesät werden. Andere kommen, dass sie in financial ruin sind. Alles verlieren, was sie für geschafft haben, wird sie in Arnten haben von Sinn. Andere Menschen, sie fingen sich in eine diepe und dreipere Sklaverei zu Sinn. Aber ich glaube, der erste Uitfall von Sinn ansehen ist das. Gott lässt uns die Sinn uitüben. Sinn bringt niemals Leben, Sinn bringt immer Tod. Und wenn Gott nimmt seine Gnade von uns weg und er sagt, die Hand dort sind, entscheidet, die Lotjent in der Sinn leben. Und mit dort kriegen wir alle dort, wo das Sinn bringen wird. Und alle dort, die Arnten von der Sinn, ist tot. So wie Paulus lehrt hier sehr streng, dort wir sollen abpassen, wenn wir nicht wollen, die Fleischart raufnehmen, dann sollen wir nicht
Fleisch ansehen. Bei der zweiten Part von der 8. Vers lehrt er uns der Unterschied. Wer aber sät den Jäst zu gefallen, wird vom Jäst dort ewig Leben ernten. So für viele Menschen in dieser Botschaft, nu wird die Botschaft vorig sein. Die würden alle hören, die sollen von der Sinn wegbleiben, da die Sinn nicht ansehen, wenn die nicht in Tod werden ernten. Aber der Gott Nachricht ist, kriegt so das so ist, dass wir wollen eine Ernte raufbringen von der Sinn, dass es kriegt so wichtig, dass wir weiten, dass wenn wir im Jes wandeln, das bringt auch eine Ernte. Viele von uns haben gedacht, wir sollen bloß von der Sinn wegbleiben. Wenn wir dort tun, dann wollen wir okay sein. Aber Paulus lehrt hier uns, dass der erste Kraft in dem Jes, was noch viel wichtiger ist, zum Nachfolgen ist, was wir kriegen in der Sinn. So wo do wir das Jes ansehen? Ursprünglich, wir müssen wahre geboren sein. Die, die nicht wahre geboren sind, haben nicht den Jes. Wer einmal wahre geboren ist, hat den Jes. So, das ist nicht, dass wir den Jes ansehen, sondern das ist, dass Gott den ansehen wird. Aber wir sind die, wir lassen den Jes uns leiden. Da würden wir so sagen, es war eine andere Form, das ansehen wird für uns. Aber wir sind verantwortlich zum Schirmmerken, dass der Ernte abkommen wird, die gewässert wird, und dass der Fertilizer kriegen wird, dass wir im Glauben uns handgeben tun, zu dort, was Gott will in uns tun. Das ist nicht, dass unsere Worte uns raten tun. Das ist nicht, dass wir diese gute Worte tun, so dort der Jes-Wort in uns sein. Das ist, dass wir jeden uns haben, nur dort, wo der Jes in uns steht. Und der Jes ist der, wer Jesus Christus von dort abwachen deit. Da wir durch den Herrn Jes, wo durch Jesus von dort abstunden deit. Und derselbe Kraft ist nu auch in alle die, was Jesus Christus angenommen hat und wahre geboren sind. So wann wir dann ansehen dann zu den Jes. Was wir tun, ist wir geben uns haben, so dass der Jes uns leiden kann. Was von der Ernte bringt der Jes dann? Der Fleisch bringt Tod. Er sagt hier wieder, er wird vom Jes dort ewig Leben ernten. Und kriegt in der Weg, der Lohn, der Ernte von dem sendenden Fleisch ist sicher, der Ernte und die Frucht von der Jes ist auch sicher. Und das bringt ewig Leben. So, wo bringt der Jes Leben in uns? Ursprünglich, das ist durch den Jes, wo Gott uns ändern wird und transformieren, so dass wir Jesus Christus Dollar lecken tun. Wenn wir uns hingeben tun, nur der Ernte, was in uns, oder der Sod, was in uns gesagt ist, ewig dort Seiligkeit Dollar ut. Dat is durch de Jes, wat hij in ons deed, wo durch dat Frucht von der Jes in ons schaffen deed. Dat zijn niet wie wer de Frucht bringen deed, als de Jes wat dat in ons schaffen deed. En dan krijgt ze een weg, is de Fleisch verdorven deed, de Jes brengt leven. De Jes helpt ons ook zijn, wo wir kort komen. Dat wir beschützt kann sein von in Sinn sein. Aber der Jes wird uns auch Mut geben, dass wir für Jesus leben können. Das kann sein, dass wir denken bloß an dort, was Gott in uns tut, dass wir sollen von der negativen wegbleiben. Aber das ist so viel mehr. Gott ist ein Gott, was positiv ist. Gott ist so ein Wort mithelfen wird, dass wir in der guten Weg können leben. Und meine Angst ist, dass viele von uns probieren, bloß von dort schlechten Weg zu bleiben. Und wir lohnen ut die Kraft, die in den Jes ist, um dort Gutes zu tun. Der Jes hilft uns auch, dass wir connected sind mit Gott. Dort ist durch den Jes, wodurch wir beten tun. Dort ist der Weisheit, was der Jes uns geben wird, dass wir entscheiden können, wir können entscheiden,
wo wir leben wollen. So ich glaube, nach denken, was sehr wichtig zu verstehen als das. Dort ist nicht in kraxende Weg, dort die Arnten wird von Fleisch den nächsten Tag Uitfall bringen wird. Dort wird wir jährlich ansehen tun, bringt nicht einmal Frucht. Aber es uns daglich hingeben durch Jesus Christus in den Jäsen uns schaffen lassen, dort in der Arnten bringen wird. Ich glaube, ein Beispiel, dass wir das verstehen können, als das. Wenn ich würde Ihnen fragen, was die Tiendeel trägt für Unkers haben, nicht sehr viele von Ihnen würden weiten Krack, was sie eten würden. Wenn ich würde Ihnen fragen, habe ich eten? Sie würden sagen, ja, okay, ich kann vielleicht auch mein runden Buch sein, okay, eten. So erst zurück, und wenn wir jährlich ansehen, wir weiten vielleicht nicht einmal, was Gott in uns daunen wird, aber mit der Zeit, dort, was wir down, dort, wo wir uns hingeben durch Jesus Christus, dort wird eine Arnten bringen. Vielleicht ist es von dir nicht zu sein, Krag und Wort Gott in die Dät. Aber wenn wir uns hingeben durch Jesus, dort wird eine Arnten kommen. Und dort wird eine Arnten sein, was Leben ist. Und dann sagt er wieder, wir sollen nicht meid werden, mit Gott tun. Er würde es nicht sein, dass wir nicht meid sollen wollen, wenn das nicht mehrlich wird zu meid werden. Ich glaube, wir sind von dir auf, sondern was hier sind und sondern was horchen tun, was meid sein von Gott tun. Du hast einen Kampf in uns, dort wir vielleicht trägen, eine andere Sod ansehen. Du hast, wir wurden vielleicht gesagt, und wir können nicht sein, wo für den jetzt Leben eine gute Art wird bringen. Deswegen sagt Paulus hier, weil wir nicht meid wollen, Gott zu tun. Wir wollen dabei zu sein, weil wir nicht meid wollen, mit uns hingeben zu dort, was uns Gott will tun in uns. Weil wir nicht meid wollen, weil wir nicht abhören, mit uns hingeben. So dass der Heilige Geist kann seine Arbeit in uns tun. Er sagt wieder, wann wir nicht machtlos werden, wo wir ernten, wann dort ihr steht, du tau ist. Gott wird alles belohnen, dort wird in seinen Namen gedonen wird. Ich glaube, eine von den Dingen, was schwanzet ist für mich zu sein, ist, wenn eine Person hat, im Jes gewandelt, hat sie keine Gift, und wer will sein, er hat gewisse Dinge abgegeben. Je hatten vielleicht einen Mensch bejahrt, er ist einer, was für Jahren geschmeckt, und dann durch ein großer Kampf, und mit Gott seine Haupt hat er abgehört mit Schmecken. Und dann ist er vielleicht 3 oder 4 Jahre frei von Sound. Und dann nimmt das bloß einen Moment, dann fängt das alles frisch an und ist er weiter verbunden. Und das ist, glaube ich, ein klein bisschen ein Vorbild, das ist ein andere Weg, wo wir das auch tun. Alles dort, was wir Gott haben getan, wir haben dort abgegeben, eine frische Ernte angefangen. Und dann hat alle wegschmieden, wegen wir meid worden. Paulus merkt uns Mut hier. Wer will mutig bleiben? Und das wird ich von dir will auch uns sein. Wer will mutig bleiben? Wer will nicht abgeben? Gott hat eine Arbeit an uns angefangen. Wer will dort nicht zu Seite schieben? Wer will dort nicht abgeben, wegen dort noch mal schwor wird? Ich würde sagen, wer will dort nicht abgeben, wegen noch mal merkt wie Fehler. Noch mal kommt wie kart. Noch mal von der Zeit lebe und wir sehen ordnet an. Gott wird vielleicht die Uitfall nicht wegnehmen, von wann wir eine ordentliche Sod angesät haben. Weil er wird uns einmal vergeben, wann wir dafür freuen tun. Und dann der 10. Vers lehrt uns auch, zu wem wir diese Gottes Wort sollen ausüben.
Sag du wengen soll wie, so fern uns wie Gelegenheit haben, an alle Menschen gaudet daunen. Dit gaudet Frucht, wat kommen det vom in Jes wandeln, det eeuwigslone andere. Dat as wou wie lief bewiesen andere, as wou wie onder deinen doen. Wo der dat Frucht, wat Gott in ons uitschaffen det, für een dag kommen det. Ik wil van die ons waarde ermoutjen, waar we niet meid worden, wat gaudet doen. Waar we in de staat, wat in ons hart is, schaffen, und die Arnten, was Jesus Christus im Heiligen Geist hat angezet. Ein Tag, wo wir ein ewiges Leben haben, und wenn wir hier nicht mehr sind. Aber das selbe ewiges Leben, was wir für eine Hoffnung für haben wir von der und da auch. Wir haben das ewiges Leben in Jesus Christus. Wer wir die Arnt, dann auch nie leben. Wer wir schließen im Gebet. Heiliger Geist, wir sind dankbar für die Frucht, was du in uns schaffen hast. Und Gott, von dir sind wir vielleicht so was denken und was von so sie haben angesät. Das sage ich, wir sollen uns selbst nicht anschmieren. Wir sollen uns nicht selbst anladen. Die lassen die selbst nicht spotten. Was wir ansehen, wo wir auch ernten. Gott, ich bete, dass die was, wenn die Söhne sind, was weiten, wo sie hart gekommen sind, wo sie eine Arichte so haben angesät. Gott, ich bete, du wirst ihnen die Kraft geben, dann Buße tun, umdrehen, dass sie sich können in der Ordnung ansehen. Und jetzt, wenn die Söhne sind von dir, was meint sein? Wir beten, dass du wirst ihnen eine Kraft geben, was von Himmel raufkommen wird, und eine Kraft geben, um für Jesus zu leben. Wir denken so fertig und bloß von das Schlechtes wegzublieben, weil Gott den Plan erst dort wieder annehmen, dass wir in Gaudet haben, wo wir verleben können. Wir beten Gott, dass du wirst auch uns helfen. Das Frucht, was der Jesus in uns schaffen wird, ausleben, nur andere und für andere. Dass wir können ein Vorbild sein von dort, was die in uns ist. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.